Hallo meine Liebsten, herzlich willkommen zurück hier auf Eat Platt Love. Ich bin die Lisa und hüt schnackt wie platt. Und zwar schnackt wie hüt über unsere Hobbys. Einmal kurz auf Hochdeutsch. Hallo meine Liebste, herzlich willkommen zurück hier auf Eat Platt Love. Ich bin die Lisa und heute sprechen wir wieder Plattdeutsch. Und zwar sprechen wir heute über unsere Hobbys. Wenn man anfängt, über Hobbys zu sprechen, ist es ja meistens, dass einer eine Frage stellt: Was magst du gern in deiner Freizeit? Also, was machst du gern in deiner Freizeit? Oder was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Gut, und jetzt fangen wir einfach an, mal ein paar Hobbys durchzuspielen, und wenn du es dann für dich übst, was du natürlich schön machen wirst, setzt du einfach deine Hobbys ein. Entweder schreibst du mir, falls du damit noch nicht ganz sicher bist, klar, kommst einfach in die Kommentare und ich helfe dir gerne. Oder es gibt im Internet auch ein plattdeutsches Wörterbuch, falls du deine Hobbys jetzt in diesem Video noch nicht gefunden hast. Also, fangen wir an mit was Sportlichem. Ich will jetzt fragen, was magst du gerne in deiner Freizeit? Oder was für ein Sport ist dein Hobby? Ich spiele gerne Football. Ich spiele gerne Fußball. Oder ich spiele gern Handball. Ich spiele gern Tischtennis. Ich spiele gern Schach. Oder aber ich gehe gern ins Fitnessstudio. Ich gehe gern ins Fitnessstudio. Oder ich gehe gern lopen. Ich gehe gern laufen. Ich gehe gern in der Berge wandern. Ich gehe gern in den Bergen wandern. Ich gehe gern schwimmen. Ich gehe gern schwimmen. Wenn wir jetzt neben uns sportlichen Hobby noch ein musikalisches Hobby habt, wenn wir jetzt neben unserem sportlichen Hobby noch ein musikalisches Hobby haben, zum Beispiel, ich mag gern Musik. Ich mache gern Musik. Ich gehe gern auf Konzerte. Ich gehe gern auf Konzerte. Ich spiele die Trompete. Ich spiele die Trompete. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Klavier. Ich spiele gern die Flöte. Oder ich gehe gern tanzen. Ich gehe gern tanzen. Wenn unser Hobby ein bisschen mehr mit Utspannen zu tun hat, dann wird wie er sagen, ich mag gern Yoga. Also wenn unser Hobby jetzt ein bisschen mehr was mit Entspannung zu tun hat, dann ist es halt eher, ich mache gern Yoga. Oder taun Utspannen meditiere ich. Zum Entspannen meditiere ich gerne. Ich lese gern ein Buch. Ich lese gern ein Buch. Ich gehe gern in den Garten. Ich gehe gern in den Garten. Ich backe gern Kauken oder koche in der Küche. Ich backe gerne Kuchen oder ich koche etwas in der Küche. Ich liege gern im Garten in der Hängematte. In der Sonne. Also ich liege gern im Garten in der Hängematte, in der Sonne. Ich gehe gern mit Freunden was trinken. Ich gehe gern mit Freunden was trinken. Oder ich lade meine Freunde gern zu mir in. Ich lade meine Freunde gerne zu mir ein. Vielleicht bist du ja auch mehr der künstlerische Typ. Also in meiner Freizeit male ich gern Bilder. Also in meiner Freizeit male ich gerne Bilder. Oder in meiner Freizeit schreibe ich Geschichten, schreibe ich Gedichte. In meiner Freizeit schreibe ich Geschichten oder Gedichte. Oder aber auch, ich nähe für mein Leben gern. Also ich nähe für mein Leben gerne. Wenn deine Hobbys ein bisschen eher was in die kulturelle Richtung sind, dann ich gehe gern ins Museum. Ich gehe gern ins Museum. Oder ich gehe gern ins Theater. Ich gehe gern ins Theater. Ich kicke mir gern Theaterstücke an. Ich gucke mir gerne Theaterstücke an. Und wenn du eher reiselustig bist, dann ich fahre gern in andere Länder. Ich fahre gern in die Berge oder ich fahre gern ans Meer. Ich besuche gern Freunde in anderen Ländern oder anderen Städten. Oder aber in meiner Freizeit lerne ich Plattdeutsch. Also, oder in meiner Freizeit lerne ich natürlich gerne Plattdeutsch. Wenn dein Hobby jetzt noch nicht dabei war bei den ganzen Beispielen, schreib es einfach in die Kommentare
Und zusammen kriegen wir dich dann auch dazu, dein Hobby auf Plattdeutsch zu erzählen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eure Hobbys. Ich bin gespannt. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Kickt mal bei Instagram vorbei. Da gibt es jeden Tag ein bisschen Plattvokabeln, ein bisschen Plattgrammatik, aber auch Plattfakten, also viel Interessantes Werten rund um das Plattdeutsch. Ich freue mich auf Schau.